Merci, Herr Präsident. Krank sinn ass net Chain mat Kajibreng geschéien. Ke Mënsch kann dofir wann kranket, a wann net geschiet bringt dat n Ausfall fir allem an der Arbeitswelt vieles op Kopf. Engerseits an der Familie, andererseits am Betrieb, das eben eng Spezialsituation. Jeno Gravitéit kann och Karriere mat op Kopf geworfen gin, an et kann en ufenken sein Abkommens zu bangen, wann het dann mi lang der Fall ist. Und noch für den Patron ist es nicht schön, wenn ein Salarié länger Zeit nicht fehlt, wo nicht genau weiß, wie lang, wo nicht weiß, ersetzen sie für einen Monat, ersetzen sie für ein paar Monate, ersetzen sie für immer. Neben diesem organisatorischen Aufwand, den entweder durch Umorganisation oder durch Darstellung von temporären Arbeitskräften kurzfristig kann ersetzt gehen, entstehen aber natürlich auch Freien. Ganz im Prinzip von der Lohnfortzahlung, die man gut nicht auf Frohwille stellen. Ich will da aber so, dass für allem Kleinbetriebe, Betriebe, wo es wegen der Spezialisierung von der Arbeit schwer als Employeen kurzfristig zu ersetzen, schwer als für einen Ausfall von einem Employee durch Krankheit zu kompensieren. Global betrachtet, also zu sagen, dass bei einem Krankenschein Altbedeligter irgendwie verlieren. Lo am Etat de Krise hat die Regierung dezidiert, dass Krankenkäse, ja, ich teile die Schätzung vom Herrn Baum, der den nachher mal Krankenschein kriegt. Krankenkäse, also die Entschädigung für das Salär am Fall von einem Krankheitsausfall, überhaupt durch schon ist Krankheit, also die Gesundheit von Krankenkäse oder Gesundheitskäse, bis auf halt die gesund zu bezahlen, dann können wir sie richtig Gesundheitskäse nennen. Das gouf gemacht für die Entreprisen, die durch die Pandemie klar Ausfall zu beklagen hatten, finanziell zu entlasten. Schluss waren beide Seiten Gewinner. Die Entreprisen, weil sie nicht den Ausfall finanzieren an Salarien, weil sie weiterhin mit ihrem Salär rechnen konnten. Wir meinen, dass aus den Avien von der Kummer klar herauskommt, dass das Gesetz am Kader von der Entschädigung am krankheitsbedingten Ausfall reformiert gehen. Weil kommt, wir sind ehrlich, das Gesetz, das Rechenmodell aufstellt, ab wenn die CNS die Indemnisation überhält, geht wahrscheinlich nicht mehr von der Serviceressources humaines an großen Entreprisen richtig verstanden und appliziert. Kleine und Mittelunternehmen, wo bis 2 Krankheitsfälle oft direkt in Zehntel bis Viertel von der Belegschaft ausmachen, tun sie schwer für zu berechnen, ab welchen Tag CNS dann ein loses Salär bezielt, aber wenn nicht mehr. Für uns Piraten wäre es dafür sinnvoll, dass ab dem 3. Tag, wo ein Mitarbeiter am Krankenschein ist, die Indemnisation direkt überholt gehen. Damit geben einerseits Kleinunternehmen finanziell direkt mehr entlasten, auf der anderen Seite aber auch die Salarien neige Wäschungen an den Staat, dem Staat die Rolle als Regulateur zukommen muss. Für uns ist klar, dass die Lohnfortzahlung in Zukunft muss angepackt gehen. Für Kleinunternehmen wie auch die Salarien besser zu unterstützen, und für Notdienste aus der Welt zu räumen. Trotzdem, sowohl Patronatskammer wie auch Chambre des Salariés haben dieses Projekt positiv abgeholt, und wir Piraten teilen die Meinung, dass das Gesetz für den Moment beide Seiten gut arrangiert. Aus dem Grund können wir auch als ein Akkord für dieses Projekt gehen. So nicht, merci. Ganz gut. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung hat den Herrn Sozialminister Roman Schneider. Herr Schneider, die